Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten Kasperl. Leute, ich habe mir die restlichen Kommentare unter dem Gelofer im Video noch nicht angeschaut. Ich habe ein bisschen Angst davor, ne, dass da jemand Schmutz reinschreibt, ne? Aber ich werde es noch machen. Die letzten Tage nicht dazugekommen, war übers Wochenende gut verplant. Und heute gehen wir mal wieder ein wenig zurück. Ihr erinnert euch, jeder Hans Dampf und inklusive mir hat auf den legendären 30. Geburtstag schon reagiert. Und ich habe hier bei Rennen hochladen gefunden, das ist der Zweiteiler, Zusammenfassung vom Stream vom 1.8.2019, also praktisch am Vortag des legendären Geburtstags Rage Eskalations Bums. Und wir wissen ja alle, das ist während der Zeit gewesen, wo auch das Cola-Bärchen im Hintergrund ihre Ränke gesponnen hat, sagen wir mal so. Und dementsprechend würde es mich interessieren, was hat er denn am Vortag gemacht? Ne? Wie hat sich Rainer praktisch auf seinen Ehrentag vorbereitet? Ne? Wir haben 30 Jahre, runder Geburtstag und so. Wir wissen alle, wie er den verbracht hat, aber ne? Ist ihm da schon gekommen, dass vielleicht der nächste Tag nicht so knorke wird? Oder ist er da wirklich noch guter Dinge, voller Tatendrang, freut sich auf das anstehende Wiegenfest? Ich weiß es nicht, ihr wisst es vielleicht schon, aber ich würde sagen, wir schauen uns das einmal miteinander an. Richtig. In diesem Sinne, bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehr, reißt's euch a Häube auf und mir gingen einer in Rainer. Alter, natürlich hat Reini so eine Poser-Shisha mit einem Drachen oben drauf. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die irgendwann kaputt gegangen. Ich habe sie zumindest nicht gesehen in diesen Leaks, wo die Leute die Bilder geleakt haben aus dem Lager. Oh nein, er singt. Im Übrigen, großartiges Cover von Disturbed, Sound of Silence. Aber der singende Lord ist wirklich, der ist nochmal extra schwer zu ertragen. Ich habe das schon mal ein paar Mal gesagt, vor allem wenn er Lieder singt, die ich eigentlich mag. Weil ich möchte die Musik, die ich mag, die ich sehr feiere, die mir auch sehr wichtig ist, nicht mit einem Rainer Winkler in Verbindung bringen, aber ich glaube, der Zug ist in vielerlei Hinsicht schon abgefahren. Ja, ich habe schon so viele Sachen im Hintergrund gehört, bei dem, wo ich mir gedacht habe, ach komm Reini, ne, das ist doch eine gute Band, warum hörst du die? Aber wir wissen ja alle auch, dass Rainer keine Ahnung von Musik hat. Ne? Rainer hört diese Bands, weil andere Leute, die er cool findet, denen er nacheifern will, diese Bands hören. Rainers eigentlicher Musikgeschmack ist das, was rauskommt, wenn er mal nicht versucht, die Harde Metal Drecksau raushängen zu lassen. Das ist hier Matthias Reim und hast du nicht gesehen. Diese Scheiße, das Klump, das wahrscheinlich seine Mutter im Auto gehört hat. Die Scheiße ist Rainers eigentlicher Musikgeschmack. Ne? Rainers musikalische Heimat ist nicht in der Metal-Szene zu finden. Das möchte ich nochmal. Außerdem hat er Metal-Verbot. Rainer, du hast Metal-Verbot. Verpiss dich. Alter, Evanescence auch noch. Ich habe meine Boxen umgestellt. Ich habe jetzt die großen Boxen vorne und habe jetzt vorne ganz andere Boxen. Aber es scheint, also wenn ich jetzt mit die Mucke anhöre, scheint der melancholische Grundstimmung da schon geherrscht zu haben. Ne? Sound of Silence ist eher so ein melancholisches Lied. Hier
Evanescence, wie heißt's? My Immortal. Sehr melancholisches Lied. Ich weiß, ach nein, hat er sich da nicht kurz vor seinem Geburtstag mit dem Cola-Bierchen gestritten? Und eigentlich hat er sich das ja so ausgemalt gehabt, dass sie irgendwie an seinem Geburtstag zu ihm kommt, ja, für Snoo und dass er sie vor die Kamera zerren kann, um den Hatern zu beweisen, ja, hier ist eine echte Frau, die ist bei mir in der Schanze etc. Und da hat er sich doch gestritten und deswegen ist das ja ins Wasser gefallen. Also ganz zu schweigen davon, dass sie wahrscheinlich so oder so niemals zu ihm gefahren wäre, aber da war doch wieder so ein Streit. Ne? Einer von den vielen, wo Rainer gesagt hat, ach komm, scheiß der Hund auf alles, wir lassen das hier am besten, ich komme da jetzt nicht klar damit, weil sie wieder nicht dergleichen getan hat. Es kann sein, dass die melancholische Grundstimmung daher kommt, aber schauen wir mal weiter. Ich hatte noch Boxen von meiner Schwester ihrer alten Anlage und die wurde nie benutzt mehr. Und deswegen waren die noch rumgestanden. Jetzt habe ich gedacht, ich probiere es mal aus, funktioniert optimal. Das ist so ein geiles Teil. Drache würde nicht Drachenlord. Ich habe die Anlage selber mit der Musik noch nicht ausprobiert. Es ist klassisch. Leute, es tut mir fürchterlich leid. Ich krieg die Tongeschichte besser nicht hin. Er hat jetzt die tollen Boxen von der Anlage von seiner Schwester rübertan. Ich wette es wird eine von diesen Standardanlagen gewesen sein, oder? Jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist, wird das kennen. Das sind diese Anlagen, die haben meistens oben so einen 3-CD-Wechsler drin gehabt. Ne? Das war so ein Würfelklotz immer. Ne? Zwei Kassettendecks, 3-CD-Wechsler oben drin. Vorne ein paar so Equalizer, hat alles fancy ausgeschaut. Und da waren dann halt immer dieselben Boxen mit dabei. Ne? Mehr oder weniger. Alles nichts Besonderes, billiger China-Schrott halt. Und die hat er jetzt da dran und die dreht er jetzt Vollgas auf. Ja, hat er wahrscheinlich irgendwie an seine Endstufe dahin gepfuscht und dreht sie jetzt Vollgas auf. Und natürlich mit dem Gülle-Mikrofon, das er damals auch noch gehabt hat, es übersteuert alles fürchterlich. Der Bass wummert da rein, ihn versteht man nicht mehr so richtig. Es tut mir fürchterlich leid, aber da werden wir damit leben müssen. Ich krieg das so nicht besser hin. Es wird ein bisschen lauter, also wahrscheinlich müsste man kurz leiser machen, wahrscheinlich übersteuert. Ich will es mal ausprobieren, was jetzt richtig geil abgeht. Ja, Rainer, wenn du weißt, dass das übersteuert, ja, dann lass es doch halt im Livestream bleiben, oder? Richtig böse, Alter. Ja, richtig geil. Vor allem, da wir sehen, hinten der Lappen, den er da vor das Fenster gehängt hat, der weht, also das Fenster ist offen, es ist ja Sommer. Ja, das ganze Dorf kriegt das mit. Ja, aber Hauptsache rein, ja, richtig böse Boxen. Schau, wie er sich freut, wie ein kleines Kind. Vor allem, ich habe die nicht einmal so laut, wie ich sie normalerweise hätte. Richtig böse. Na gut, die Boxen da vorne sind größer als meine. Das sind solche Oschi-Teile. Ja, da sind sie. Warte. Die Boxen da vorne sind größer als meine. Das sind solche Oschi-Teile. Da. Das sind genau die Dinger. So habe ich sie mir vorgestellt, wo er es erzählt hat. Genau die Teile. Oh, also richtig geil. Krasse Boxen, Rainer. Richtig krasse Boxen. Oh, guckt's mal, da steht seine Wii U. Die gehört bald irgendjemand anders, habe ich mitgekriegt. Ich weiß nicht. Ich glaube, die war aber jetzt erst gestern. Die wird erst nächstes Wochenende verlost. Also kommt da erst raus, wer sie gewinnt. Ich wünsche viel Spaß damit. Als ich neulich auf der Suche nach Boxen war, die Shisha habe ich seit heute. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Die habe ich. Von wem? Von wem? Von Rainer an Rainer? Oder war es auf der Amazon Battle-Liste? Wahrscheinlich war es auf der Battle-Liste. Ein bisschen früher bekommen. Durfte ich aber auch heute schon aufmachen, stand extra dabei. Bin jetzt extra eine Stunde lang rumgefahren wegen Tabak, weil ich keinen Tabak mehr hatte. Alter, ich hatte schon noch Tabak da, aber das ist alles. Aber das ist ewig alt alles. White Line. Ich habe echt eine gute Playlist erwischt heute. Alles ein bisschen. Ja, Rainer, es ist deine Playlist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Playlisten auf meinem Rechner, die mir nicht gefallen. Bisschen rockig, aber alles sehr entspannend. Ach, White Lion, die waren so geil. Es ist echt schade, dass die nicht mehr gibt, ey.
Ich habe mein Handy vergessen auf leise zu machen. Oh, das nächste ist ein deutsches Lied sogar. Das ist aber auch ein sehr gutes Lied. Ich habe echt eine gute Playlist erwischt, fällt mir gerade so auf. Das ist echt. Ja, hol dir noch einen drauf runter, was du nicht für eine tolle Playlist erstellt hast, Reini. Im Übrigen, wenn es um Bands geht, die es leider nicht mehr gibt, was ich sehr schade finde, aber die gibt es jetzt auch schon seit fast 10 Jahren nicht mehr. Falconer. Ne? Die haben so ein Melodic Power Metal Ding. Ne? Es war eine schwedische Band, großartige Band. Der Sänger war bombastisch gut. Ich habe die Gott sei Dank auf ihrer letzten Tour 2015 nochmal live sehen können. Und danach haben die sich aufgelöst. Sehr, sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, die Musik gibt es immer noch, Leute, wenn ihr auf sowas steht. Ne? 3 Daumen hoch, hört euch das einmal an. Das ist richtig, richtig heftig, ey. Als nächstes kommt jetzt nachts weinen die Soldaten, danach kommt Zombie, danach kommt Bring to the Life. Nice. Alter. Zombie und Bring to the Life. Ich nehme mal an, dass er hier Zombie meint, dieses, ne? Ich singe das jetzt nicht, weil das kann ich nicht. Aber ihr kennt das, klassisches Lied. Und ich nehme an, das zweite ist wahrscheinlich Bring Me to Life von Evanescence. Das hatte er vorher, My Immortal laufen lassen. Ich nehme an, dass es dann Bring Me to Life ist. Wir werden es hören. Danach kommt Unheilig. Und wer dich vermisst. Wisst ihr, der Unterschied Ja, Leute, da müssen wir jetzt miteinander durch, ha? ist nicht, ob ich singen kann und es tue oder ob ich es nicht kann und tue. Es gehört viel mehr Mut dazu, wenn man nicht singen kann und es tut. Ja, das ist richtig, aber das ist dann halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht super gut singen kann, aber man ist irgendwie beim Karaoke-Abend, ja, da kommt es jetzt meiner Meinung nach nicht so wirklich drauf an, ob man das gut kann oder nicht. Ja? Klar, ist cool, wenn da Leute sind, die es wirklich gut können, aber das soll ein Abend für alle Leute sein und auch mal, um ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, vielleicht für Leute, die das nicht können, was auch funny ist. Ich war früher mal regelmäßig in einer Kneipe, wo immer, ich glaube Donnerstagabends war immer Karaoke. Und da war ein Dude, der war super cringe. Der ist immer mit so einem Cowboy-Hut da aufgeschlagen. Der hat nicht singen können, nicht um viel Geld, aber der war da jede Woche und hat halt abgeliefert, ist halt abgegangen da wie Schmitzkatze und das war trotzdem halt super unterhaltsam, der war super sympathisch. Und bei so einem Karaoke-Abend sehe ich da überhaupt kein Problem nicht. Ne? Aber er hier, wie er da sitzt und einfach Mucke laufen lässt und dann mitsingt, das ist fürchterlich. Und die Transferleistung die kriegt er auch nicht auf die Kette. Ne? Dass das vielleicht in manchen Situationen schon in Ordnung ist, wenn jemand vor anderen Menschen singt, der es vielleicht nicht kann, aber vielleicht nicht in diesem YouNow-Stream, der ja laut eigener Aussage sein Beruf ist. Ne? Dann sollte er vielleicht nicht das machen, wenn ich dafür Geld haben will, dass ich die Leute irgendwie mit meinem Katzenjammer da irgendwie in die Psychiatrie singe. Ich muss mal hier kurz Schleichwerbung machen. Ich poste euch mal einen Link, da könnt ihr euch meinen neuen Song schon mal vorbestellen. Morgen ist der Release. Das ist wichtig. Also die Songs vom Rainer, dass man die vorbestellen kann, das ist sehr, sehr, sehr wichtig gewesen, weil wir wissen ja alle, dass die immer auf einem physischen Medium rausgekommen sind und sehr schnell vergriffen. Die hat er ja nicht einfach nur ins Internet gepimmelt, wo man sie sich einfach 100-fach runterladen kann. 1000-fach. Nein. Ne? Ihr könnt es euch vorbestellen. Rainer, bist du komplett schwindsüchtig geworden? Warum sollte man denn einen Digitalsong vorbestellen und schon zweimal nicht, wenn es deiner ist? Das Musikvideo schaffe ich übrigens nicht rechtzeitig. Das kommt dann aber dafür nächste Woche irgendwann. Weil ich krank war, letztes Wochenende hat es halt hingehauen. Sau cool von dir, Dankeschön. Im Übrigen, Rainer hat seit eh und je gesagt, ich bin nie krank, ihr kennt das Dorf, die Abwehrkräfte und so weiter und so fort. Wir haben früher Scheiße gefressen als Kinder und deswegen wird er niemals krank. Aber komischerweise auch damals schon alle 2-3 Wochen, mir geht's so schlecht, ich bin hier krank, ich bin da krank. Also entweder war es immer Ausrede, weil er mal wieder einfach zu faul war, seinen Job richtig zu machen, ne? Hier ein Musikvideo hinzupushen für diesen grausamen
ohrenbetäubenden Lärm, den er da als Songs promotet. Oder er ist halt doch nicht so also seine Dorfdulli-Abwehrkräfte haben vielleicht doch nicht die Stärke, die es braucht. Ne? Man weiß es nicht. Cooler Dude. Er war dort, seine Hoffnung schwand. Ich poste euch nochmal, wer möchte, kann sich den Song ja schon mal vorbestellen oder mal anschauen. Mein neuer Song Barrenkrieg kommt morgen. Wisst ihr, was ich übrigens zurzeit feiere? Ich feiere zurzeit, wenn die Hater total abgehen, weil ich fröhlich bin. Im Übrigen, diese Lache und so wie er da sitzt, gell, ist, also erstens mal natürlich, es ist Monatsanfang, ja. Monatsanfang ist gut für Reini, weil da hat er nur Barne. Aber die Lache erinnert mich an dieses, ich weiß, was im nächsten Jahr auf die Hater zukommt, diese Geschichten, ne? Haha, die Hater können wir gar nichts. Da ist er mal wieder in einer von seinen manischen Phasen. Weil mir geht's ja so gut und die Hater können gar nichts dagegen tun. 24 Stunden später, kompletter Nervenzusammenbruch. Aber da sitzt er noch da, ne? Wieder zahnlose Buddha, pappt seine scheiß Shisha und freut sich des Lebens darüber, dass er am nächsten Tag sein Barne-Krieg veröffentlicht. Macht Werbung dafür, dass ihr Scheiße vorbestellen sollt. Ich je gewusst hätte, dass die sich so leicht triggern lassen durch so eine Aktion. Doch einfach die Tatsache, dass ich glücklich bin und fröhlich, hätte ich das schon viel öfter gezeigt, dass ich glücklich bin. Egal wie viele Jahre. Was ist das? Ich krieg dir mal. War das The Cranberries? Zombie? Ich bin mir nicht mehr sicher. Da gibt es zwei Bands, die hören sich sehr ähnlich an, die damals bekannt waren, die ich immer verwechsel, aber ich glaube, das waren die Cranberries. Wie viel Scheiße sie bauen, wie viele Jahre es geht. Sie werden mir eines nie nehmen können. Ich bin der Drache, ich werde es immer bleiben. Punkt. Ja, aber das ist jetzt nichts besonders Tolles, Reini. Also das ist jetzt nichts, worauf man sich was einbilden kann oder worauf man aufbauen kann oder was einem irgendwie weiterhilft. Im Gegenteil, es ist auch nichts, worum dich irgendjemand jemals beneidet hat. Ich sag's immer wieder gerne, wenn ich tue, wäre ich lieber ich. Ne? Aber ja, er tut jetzt so, als wäre das was ganz Tolles. Er hat's geschafft und das können sie ihm nicht nehmen. Den Erfolg, den hat er und den kann ihm keiner nehmen. Ja, genau. Und wenn es euch ankreuzt, dass ich fröhlich bin, dann bin ich erst ein bisschen mehr. Reini, ganz ehrlich, ich wäre mad gewesen an dem Tag, wenn ich den live verfolgt hätte, diesen Stream. Durch diese Überheblichkeit von jetzt gerade. Ne? Also, wenn ich das in Echtzeit gesehen hätte, wäre ich mad geworden, freilich. Aber ich hätte mich dann selber dann auch damit beruhigen können, dass ich sage, ja, aber ist jetzt eine Momentaufnahme, wir kennen es. Es ist dieses manische. Und je krasser er auf so einer Schiene gefahren ist, desto massiver ist er danach immer auf die Fresse gefallen. Und wir wissen, was am nächsten Tag passiert ist. Ja, diese Überheblichkeit, die hat er am nächsten Tag teuer bezahlen müssen. Und deswegen habe ich jetzt richtig gute Laune. Wenn ich ihn da sitzen sehe, ja, mit seiner Zahnlücke und seiner Shisha, wie er da in die Kamera grinst und so tut, als wäre das ganze Leben ein Ponyhof. Und man weiß, am nächsten Tag sitzt er da und hat den Nervenzusammenbruch des Todes aus der Hölle mit Bienen im Mund und Orbitalschlag. Im Übrigen, ich weiß nicht, was das hier hinten ist. Also hier links neben der Senseo-Maschine. Also das eine ist natürlich eine höchstwahrscheinlich vergammelte, angebrochene Milchtüte. Und das andere, das Glas hier, wo Ja drauf steht, ganz ehrlich, ich sag's das mal so, ich hoffe einfach, dass das irgend so ein Billo-Milch Frühstücksbrotaufstrich-Ding ist. Ne? So überzuckertes Zeug, was nicht so schnell schlecht werden kann. Ich hoffe einfach, dass es nicht ein Glas Mayonnaise ist, das da hinten, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Grundlage für die nächste
intelligente, die Welt beherrschende Spezies bildet, während es da vor sich hin wächst und gedeiht. Wisst ihr, das passt gerade nicht, wir machen mal was anderes. Oh, jetzt kann ich jemanden... Wisst ihr was, ich bin heute so gut drauf, ich trigger heute jemanden. Ich finde... Ja, und das ist auch wieder geil. Ne? Reini, wenn er getriggert wurde, wenn mal wieder irgendwelche krassen Hater-Aktionen passiert sind, am Heulen, am Flennen, ich weiß gar nicht, warum die das mir antun, über Jahre Mobbing, bla 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 bla. In dem Moment, in dem er meint, er hat ein bisschen Oberweser, die erste Idee, auf die er kommt, mir geht's ja so gut, ich glaube, ich muss irgendjemandem auf den Sack gehen. Ich glaube, ich muss ins Internet gehen und Leute provozieren. Und danach wundert er sich, warum der Hate nicht weniger wird. Genau so läuft's, Reini. Genau so macht man das. Und wir wissen natürlich auch, warum er jetzt gerade so fröhlich ist. Zum einen, wie gesagt, ist Monatsanfang, da sind nur Barne da. Und es geht auf seinen Geburtstag zu und wir wissen auch, damals haben sehr, sehr, sehr viele Leute ihm Dinge geschenkt und geschickt. Ja, ich weiß nicht, was diese Leute geritten hat. Es waren wahrscheinlich auch zum großen Teil Hater, die ihm trotzdem irgendwas von der Battle-Liste gekauft haben oder sonst irgendwas. Und da ist er natürlich immer happy. Wie wisst, Rainer ist ja so ein, oh, ich habe was Neues. Dann geht es ihm 5 Minuten lang ganz toll, weil er was Neues hat und sich drüber freut. Und nach 5 Minuten ist das nicht mehr neu und dann ist es uninteressant und dann geht es ihm wieder scheiße. Es ist wie bei jemandem, der hart cracksüchtig ist. So, der braucht immer einen neuen Hit. Deswegen pulvert der ja sei komplette Barne seit jeher mit alle 2 Händen beim Fenstern aus. Deswegen hat er auch die ganze Hausverkaufskohle, alles kein Jahr gehalten. Weil er muss konsumieren, er weiß, wie erbärmlich sein Leben ist. Und da er ja keine Drogen nimmt, braucht er diesen Endorphin-Kick durch Konsum. Er braucht wieder irgendwelche neuen Sachen, damit er sich dann kurz gut fühlen kann. Problem ist natürlich, wenn die Barne-Knappheit verhindert, dass man selber irgendwie auf Amazon mettelt und sich klaffterweise die Scheiße ins Haus bestellt, dann muss man das natürlich über die Battle-Liste regeln. Und wenn es auf den Geburtstag zugegangen ist, dann ist auf der Battle-Liste hier fleißig zur Sache gegangen. Und dann trudeln natürlich die Amazon-Backerln in der Schanze ein. Und dann ist er fröhlich und grinst und lächelt und zeigt uns alle den desaströsen Zustand seines Ogergebisses. Und am nächsten Tag war die große Heuli. Brüllheulende. Das Lied zwar eigentlich kacke, aber ich finde es zwar eigentlich kacke, das Lied, aber um ihn zu triggern, muss es sein. Das ist auch geil. Ja? Ich spiele jetzt ein Lied, was mir selber nicht gefällt, woran ich selber keine Freude habe. Nur weil ich weiß, dass jemand, den ich triggern will, noch weniger Freude daran hat. Geil, Rainer. Geil. Das ist, aber er ist der große Empathielord. Ja? Er ist ja der immer nur die Leute unterhalten und glücklich machen wollte. Ich sag's euch, Rainer wäre so gerne am anderen Ende des Spektrums gewesen. Ne? Rainer wäre so gerne derjenige hier gewesen, der die Leute im Internet fertig macht. Der die Leute zu Tode triggert, so wie sie ihn zu Tode getriggert haben. Und zwar nicht aus Rache oder aus irgendeinem wilden Gefühl von Gerechtigkeit heraus, ne? Sondern weil er so ist. Reini ist nicht das, was er sich da hinstellt, irgendwie so der große Messias, der den Leuten immer nur was Gutes tun wollte. Dann hat er seinen Kanal nur gegründet, um Leute zum Lachen zu bringen und zu unterhalten und dann später, um gegen Mobbing zu kämpfen, bla 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 bla. Nee. Rainer hat diesen Kanal gegründet in der Hoffnung, ein großer YouTube-Star zu werden, die eigenen Allmachtsfantasien dadurch zu verwirklichen und dann herablassend also andere Leute herablassend behandeln zu können mit einer gewissen Narrenfreiheit, ne? Weil er der große Zampano ist. Und dass das nicht funktioniert hat, im Gegenteil praktisch sich ins Gegenteil verkehrt hat, ist, ne, da wird der Mund klein, ne? Deswegen ist diese ganze das Mobbing ist alles gemein. Rainer ist
der Vorzeigemobber. Wenn Rainer die Macht hat, in Anführungsstrichen, irgendjemanden zu triggern oder irgendjemandem zu schaden, dann wird er es tun. Und zwar nicht, weil die Person ihm jetzt irgendwas fürchterliches getan hat, sondern aus reiner Boshaftigkeit. Ganz ehrlich. Aber was war das hier Ding? Wie heißt der andere fette Kasperl? Mit der ebenso fragwürdigen Mundhygiene. Oh, ich habe ihn nicht mehr auf dem Schirm, wie er heißt. Schreibt es mal kurz unten rein. Ich habe keine Ahnung, wie der. Irgendwas mit Entertainment. Frag's mir nicht. Ja. Ich hatte den damals nicht auf dem Schirm. Ich habe das nur übers Drachengame am Rande mitgekriegt. Ne? Krieg ich besser hin. Wenn die Scheiße mit den Helden nicht so schlimm wäre und wenn ich Karten gekriegt hätte, wäre ich auch auf Wacken gefahren. Wisst ihr, was übrigens lustig ist? Nicht nur mein 30. ist morgen, sondern auch Wacken hat dieses Jahr 30. Wisst ihr Bescheid? Woran könnte es nur liegen, dass der 30. bei Wacken ist und bei mir gleichzeitig? Ja, ist Zufall, Rainer. Hätte ich gesagt gehabt. Höchstwahrscheinlich. Wacken wurde gemacht wegen mir, Alter. Ja, genau. Die haben sich, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Prophezeiung war. Dass es so hieß, macht jetzt euer Festival, genießt die Zeit, in der eure Szene noch nicht vom dicken Oger aus Mittelfranken beschmutzt wurde. So, in 30 Jahren habt ihr dieses Problem. Natürlich nicht, aber es wäre lustig. Das ist nichts für ungut, ne? Aber wenn ich mir so seine Texte anschaue, ne? Sind die Texte, die ich und mein Team mit den Songs, wo ich mache oder veröffentliche, sind meine Texte, glaube ich, ein bisschen weitgehender als seine. Ja, Reini, erstens einmal, du hast die Texte selber nicht geschrieben. Bei deinen Songs in Anführungsstrichen. Und zweitens ging es ja bei diesem Kasperl auch nicht irgendwie darum, dass es da irgendwie tiefgründige Texte hat. Der hat halt irgendwelche Kasperlmucke gemacht, die dafür da ist, irgendwie mitgrölen zu können, wenn du mit 33 Promille irgendwie am Ballermann umeinander stolperst. Und dafür hat's gerade gelangt. Überhaupt kein Problem nicht, hätte ich gesagt gehabt, ja? Ich will jetzt niemanden beleidigen, der da auf sowas steht oder auf Mallorca oder so steht, aber da frage ich mich doch, ist wirklich so zwei Sachen, ist eigentlich wirklich nur der Beat wirklich ausschlaggebend für Wacken, für Musik, für Ding? Ich finde das, mich kotzt es gerade einfach massiv an. Ich finde das so ekelhaft, wie er da sitzt. Ja? Wie der Prolo-Prinz und arrogant dort hinaus darüber urteilt, dass der andere Internet-Kasperl, der andere fette Internet-Kasperl, seine Billo-Tracks, dass die nicht seinen hohen Qualitäts- und Niveauansprüchen genügen. Alter, wie erbärmlich kann man sein? Er hier, der sich seit Jahren einen auf Skör runterholt. In jedem Bärchen, das er über die Jahre hat, damit geflext hat, oh, hör mal Skör an, ey, das ist so geil, so bester Song, so und so viele Millionen Klicks, Alter. Ja, jetzt kommt Barrenkrieg, es war auch alles Schmutz. Und dann sitzt der da auf der Zaren-Couch und tut so, als wäre er der große Musikproduzent. Ne, sitzt da, als wäre er Dieter Bohlen bei DSDS und schwadroniert darüber, dass die Kasperlmucke von dem anderen dicken Idioten aus dem Internet scheiße ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da sitzt ihr selber alle zwei im gleichen Boot. Der Kram ist so ein Marke Scooter für Arme. Meinen könnten wir's. Wisst ihr was? Ich hätte eigentlich mal voll die lustige Idee. Ich muss mal mit meinem Team reden. Vielleicht mache ich mal so einen lustigen Song. So im Sinne von Hater eskaliert. Dumm. Ja, natürlich muss man die Hater wieder provozieren und triggern. Auch die Rechnung musst du am nächsten Tag bezahlen. Ja, aber ist der Zukunftsrenner sein Problem. Ne? Und ja, hier Scooter für Arme und so weiter. Was bist dann du? Ja?
sein Team. Er muss mit seinem Team reden. Wie läuft das ab? Ja, ihr Leute, ich habe mir gedacht, wir könnten so ein Lied machen wie das, weil das funktioniert gerade gut und der ist im Hype, der Dude, der Dicke. Und mach doch mal. Und dann setzt Rainer sich da hin und singt in Anführungsstrichen die Scheiße ein. Und danach wird wieder Autotune gerendert bis zum geht nicht mehr, um dann diese Scheiße wieder rauszumeddeln. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Mensch, Schweine, Hater eskaliert. Und dazu die ganze Zeit die ganze Ding. Nur Hauptsache eins wichtig, immer der Beat. Mehr ist gar nicht wichtig. Nee, wir wollen ja die Leute nicht ärgern, die da alles so schön. Aber ich mag, so Ballermann-Mucke mag ich eigentlich ganz gerne teilweise. Das ist tatsächlich. Alter, ja, natürlich, das ist ja genau dein Niveau. Aber wie hält er jetzt gerade dieses Shisha-Mundstück, bitte? Gibt's einen unpraktischeren Weg, so ein Shisha-Mundstück zu halten, als das? Alter, das schaut aus, wie wenn du einem Affen eine Blockflöte in die Hand gegeben hättest, der nicht weiß, was er damit tun soll. Und als würde er sich, keine Ahnung, 2 Minuten später damit den Hintern kratzen. Sogar. Vielleicht habe ich jetzt so 1-2 Tage Narrenfreiheit bei der BLM, weil ich Geburtstag habe morgen. Rainer, du hast bei der BLM monatelang Narrenfreiheit gehabt. Du hast die komplett wegignoriert und die haben nichts getan. Die hätten dir massivst die Prügel ausschmeißen können. Aber massivst. Das ist wirklich sowas, er hat es geschafft, einfach durch stures Ignorieren die so an der Nase herumzuführen. Und das hat funktioniert. Probiert ihr das einmal. Probiert ihr mal mit irgendeiner Behörde das, keine Ahnung, GEZ. Sagt ihr, ich zahle ab jetzt kein GEZ mehr. Und wenn dann die Briefe kommen und der ist einfach nicht dergleichen. Der ist einfach nicht dergleichen. Dann warten wir mal, wie lange das dauert, bis ihr richtig aufs Dach geschissen kriegt. Ich verrate euch, nicht allzu lang. Der hat das komplett ausgesessen. Er hat es komplett ausgesessen mit der BLM. Schön wär's. Leider ist es noch zu früh für ein Bier. Oh, Scheiße. Ja, es ist immer irgendwo nach 4, Reini. Ja, let's go, hau rein. Fuck, ich habe meinen Termin verschwitzt. Alter, ja, verschwitzt ist, glaube ich, bei ihm definitiv die richtige Formulierung. Ne? Der hat schon so einiges verschwitzt. Das kommt davon, wenn man. Vor allem möchte ich nicht wissen, wie die Sarencouch gerochen hat. Nachdem da über Jahre hinweg hier rein ins Arschwasser reingelaufen ist und praktisch fast ungefiltert. Ne? Weil wir wissen ja alle, der Rainer hat sich keine Unterhosen mehr angezogen, ab da, wo er, glaube ich, bei 4 oder 5 Mal XL war, ja, weil die zu teuer waren. Der Aufwand war zu groß, hätte man wieder waschen müssen und so einen Schmarren, ja. Macht man nicht. Da zieht man sich einfach die fette Plastikballonhose drüber und dann läuft es schon. Ja? Im wahrsten Sinn des Wortes läuft es dann. Was einen Termin verschwitzt, ey. Ah, egal. Ich hätte ihn eh nicht geschafft, weil ich bin erst vor 10 Minuten am Kummer oder was? Oder 15 Minuten. Naja, wohl. Quatsch, 15 Minuten. Bin ich schon seit 30 Minuten daheim. Weil ich hätte den Termin eh nicht geschafft. Rainer, wie gesagt, ich weiß nicht, was für ein Termin das hätte sein sollen. An Betracht der Tatsache, dass es Rainer ist, wird es wahrscheinlich entweder was mit einem Gericht zu tun haben oder eben mit irgendwelchen Leute, die Zahlungen von ihm haben wollen. Irgend sowas wird sein oder das Amt, ich weiß es nicht. Aber es wird irgendein wichtiger Termin gewesen sein, weil er hat ja, das ist jetzt nicht, kein Geschäftstermin, kann es ja nicht sein. Gell? Also damals war er zwar jetzt noch angeblich selbstständig, aber Geschäftstermin wird das nicht gewesen sein, mit irgendeinem Management oder sonst irgendwas, sondern es wird wahrscheinlich ein Amtstermin gewesen sein. Und da wissen wir genau wieder, wo die ganze Scheiße herkommt. Dass er dann wieder Monate später da sitzt und sich nicht erklären kann, wo die ganzen Schulden herkommen, die ganzen Mahnschreiben und den ganzen anderen Scheiß, weil er sich um nichts gekümmert hat. Ja, das heißt, Herr Winkler, wir müssen über Ihre Lage reden, Sie sind nicht krankenversichert seit ich weiß nicht wann, oder Herr Winkler, Sie haben hier offene Zahlungen, Herr Winkler dieses, Herr Winkler jenes. Und dann heißt es auf einmal, das ist alles unfair, jetzt haben die mir das P-Konto draufgedrückt und
und alle wollen auf einmal Geld von mir haben. Von jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung. Ja, Rainer, wenn du über die ganzen Termine nicht drauf geschissen hättest, dann hättest du vielleicht auch irgendwann einmal gecheckt, hey, Moment einmal, ich muss mich da um was kümmern, ansonsten wird teuer. Ja? Aber es war ihm vollkommen wurscht. Ja, es war vollkommen einerlei. Problem für Zukunftsrainer Etzertler. Morgen ist erst einmal Geburtstag, hoch die Hände Wochenende. Mein Bass ist auf 0. Echt schade, dass heute schon noch zu früh für ein Bier ist. Na, vielleicht später mal ein bisschen Party drücken. Rainer, du bist arbeitsloser Vollasi, der in so einer Ranzbude gewohnt hat damals, hä? Es passt. Hau dir das Bier rein, zu welcher Tageszeit auch immer. Ich bin generell kein Freund von diesen, um so und so viel Uhr darf man kein Bier trinken, bla bla bla, und da darf man keinen Alkohol trinken. Ganz ehrlich, solange man halt nicht einfach permanent und immer Alkohol trinkt, ist auch vollkommen wurscht, wann man ihn trinkt. Na gut, ich komme jetzt aus einem Kulturkreis, wo man schön irgendwie am Wochenende auch einmal Frühshoppen oder Weißwurstfrühstück macht, da gibt es auch Bier dazu. Aber das ist dann halt statt irgendwo anders saufen gehen. Ne? Also klar, wenn irgendjemand Harz aber 4 in der Früh, Anführungsstrichen, ja, 10:30 aufsteht, die erste Amtshandlung ist, dass er sich die erste halbe aufreißt und dann hat er bis um 2 Uhr nachmittags schon Zähne drin, dann hat er ein Problem. Ne? Wenn man sagt, du, ich hab halt nichts zum Tor, ich hab Urlaub oder sonst irgendwas, ja, und ich hab Bock Party zu machen und scheißegal, dass erst 11 ist, ich hau mir jetzt eine halbe rein, da fehlt überhaupt nichts. Ne? Nur einmal. Man wird doch nur einmal 30. Ja, richtig, man wird auch nur einmal 30, man wird auch nur einmal 40. Rainer. Und den 40er, den gebe ich dir nur. Aber den nächsten runden Geburtstag, den gebe ich dir nicht mehr. Ich werde, wenn keine Katastrophe passiert, irgendein Unfall oder unerwartete schwere Krankheit, werde ich meinen 50er wahrscheinlich erleben. Du wirst deinen 50er nicht mehr erleben. Du wirst nicht einmal meinen 50er erleben und ich bin älter als du. Das ist immer lustig. Ich hab's schon in GTA, ich muss auch GTA hochladen, muss ich nachher machen. Weißt du, was ich am lustigsten finde? Ich finde es am lustigsten, dass du es nicht checkst, dass dieser wummernde Bass über deine tollen Boxen hier deinen kompletten Stream fickt. Das finde ich am allerlustigsten. Ja. Was ich am komischsten finde von allem. Die Hater. Die glauben ernsthaft, ich sei immer noch Jungfrau. Was für Idioten wir doch sind. Ja, ne, irgendwie, es gab da, glaube ich, bis dahin ein Ding, wo sie eben ihr die Professionelle hingeschickt haben, wo er keine Lade gekriegt hat. Und das war's. Ne? Aber auch diese künstliche Lache, deutlicher Lügenindikator. Freilich glauben wir, dass du noch Jungfrau bist, weil du es noch bist, Rainer. Oder wie schlecht kann man künstlich lachen? Ganz ehrlich. So dumm, ey. Wisst ihr was? Alexa, aktiviere Nebel. Oder was macht er da? Warum leuchtet er mit der Taschenlampe in... Hat ihm die Taschenlampe auch jemand irgendwie geschickt? Über Amazon Battle-Liste. Ist das jetzt auch so ein... Oh, schaut's mich an, ich habe ein neues Spielzeug-Ding. Das ist, glaube ich, die geilste Shisha, die ich je gesehen habe. Nur sie ist es würdig, die Shisha des Drachen zu sein. Ui, der Cringeometer schlägt wieder aus. Und wisst ihr was? Alter, ich komme auf den Arsch nicht klar. Ich komme auf das Arschgebirge nicht klar. Ich habe mich da neulich auch irgendwie mit einem Bewährungsversager mal drüber unterhalten. Dass tatsächlich, wenn er da aufsteht, schaut es euch nochmal an. Er steht da auf, wo der Arsch anfängt, ist wild. Wisst ihr was?
Da. Wartet. Schaut's euch das einmal an. Das ist in der Mitte vom Rücken. Fängt der Arsch schon an, weil er nicht mehr gewusst hat, wo er noch hin metastasieren soll. Das ist wild. Im Übrigen, wie gesagt, ich habe neulich so, ich glaube, Stern TV, Spiegel TV, irgend so eine Geschichte gesehen über jemanden, der 180 Kilo gehabt hat und welche Probleme der hatte mit 45 Jahren. Und was da stellenweise Phase ist, dass er sagt, ja, hier muss die Brille hochklappen, bevor er auf den Lokus geht, weil sonst alles auf der Seite rausläuft. Und dann wissen wir, woher die ganze Kackduschen-Geschichten kommen. Weil es wird bei Rainer nicht anders sein, vor allem, weil Rainer ja noch schwerer ist. Reini ist ja noch drüber, der ist ja nicht nur 180 Kilo, der hat ja 230. Zumindest letzter Stand waren gut 230 Kilo. Natürlich muss dann Kack geduscht werden. Weil er, wie sollst du das sonst hinkriegen, wenn da unten alles voll ist? Ich bin stolz, ein Franke zu sein. Ja, aber Franken ist nicht stolz darauf, dass du Franke bist. Alle anderen Franken auch nicht. Ich kann dir das versichern. Ich habe mit Franken gesprochen und die schämen sich alle dafür, dass du praktisch hier auch aus Franken kommst. Die hätten dich lieber von irgendwo anders gehabt, aber dann hätten halt die Leute sich zu Recht drüber beschwert, dass du schlechtes Licht auf sie wirfst. So schaut's nämlich aus, Leute. Ja, so Ich schaut's bin aus. Etzeler, Franke. Und das bin ich Etzeler, richtig. Habt's mir verstanden? Alter, hat er sich jetzt zwischendurch, ich weiß nicht, das ist ja Zusammenschnitt, das ist ja Zusammenfassung, hat er sich jetzt dann doch ein paar Bierlein-Zwirbel dazwischen? Also zumindest kommt es mir so vor, weil diese Scheiße, bin jetzt Franke, bla bla bla, so benimmt er sich normalerweise immer bloß, wenn er 1, 2 Häube drin hat. Wir wissen ja auch, Rainer verträgt ja keinen Alkohol. Na, also wenn jetzt ich da hocke und während der Reaction irgendwie mir so ein halbe Bier rein kessel, dann bin ich danach nur halbwegs zurechnungsfähig. Ne? Bei 2 vielleicht an. Ne? Aber Reini trinkt er relativ selten, wenn eine halbe Bier getrunken hat. Spätestens nach der zweiten hat er ein Rauschwehrhaus. Und dann fängt er an, noch pathetischere Scheiße vom Stapel zu lassen wie sonst. Dass er ein richtiger Mettler ist und bla bla, so Franke, bla 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 bla. Und nur Franke weiß, wie man Etzeler verwendet. Ja, das ist jetzt so. Ja, Rainer, du weißt Etzadler nicht, wie man Etzadler verwendet. Richtig. Das ist die Mittelfrankenfahne, du Vogel. Aber er weiß nicht einmal, wo Mittelfranken ist auf der Landkarte. Aber hey, stolzer Lokalpatriot auf jeden Fall. Im Übrigen, auch in eher südlicheren Gegenden von Bayern wird das Wort Etzadler jetzt nicht so fränkisch ausgesprochen, aber in der ähnlichen Bedeutung verwendet. Also halt dein Maul. Das ist die Frankenfahne, die Mittelfrankenfahne. Denn ich bin der Mittelfranke. Wisst ihr, was der Vorteil daran ist, wenn man der Drache ist? Rainer, du bist kein Drache. Du bist ein fetter Behindi aus Mittelfranken, der da sitzt und sich gerade wieder mal zum Obst macht. Der Vorteil ist, wenn man ein Drache ist. Alter, wie blöd kann man eigentlich sein? Haare gehen ohne Hagel. Das ist nur was. Ja, das ist nur Fett, Rainer. Es ist nur Fett. Das Fett, das dein Kopf so schon erzeugt und das Fett, was du zusätzlich mit deinen Patscherchen da noch reinmassierst. Ne? Freilich brauchst du kein Haargel mehr. Das nenne ich geil. Ja, komisch. Dafür, dass er diese Ballermann-Mucke so fürchterlich findet und so niveaulos und ist alles so schrecklich und so scheiße, dafür läuft die jetzt schon ganz schön lange bei ihm. Alter, ist auch wild.
Ich habe lang kein Shisha mehr geraucht. Ja, ich habe generell das Rauchen ja aufgegeben. Aber vor allem, also Shisha habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr geraucht, weil es mir davor auch echt immer dreckig gegangen ist. Also wirklich meistens richtig dreckig gegangen. Von einer schon und der hat jetzt eine geraucht und macht sie sofort die nächste wieder an. Wild. Karnevallieder, Fränkisch. Dass ihr mal wisst, wie es geht. Verplaudern? Ich hab zu feiern, dass du, kleiner Loser. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ich kenne auch, als ich so 15, 16 war, ich habe auch eine Shisha gehabt, ich glaube, ich habe die auch immer noch, müsst ihr mal nachschauen. Aber als ich so 15, 16 war, da bei mir im Freundeskreis hat irgendwie jeder Shisha geraucht. Wir haben dauernd überall immer Shisha geraucht. Das war halt so ein Ding. Aber ich kenne eigentlich jetzt in meinem Alter keinen mehr, der Shisha raucht. Ja, auch von den jungen Leuten, die ich kenne, raucht keiner Shisha. Wenn du halt mit 30 dann immer noch so hart am Shisha rauchen warst, so keine Ahnung, weiß nicht, bist entweder hängen geblieben, sind doch entweder die Leute, die in ihren Teenagerjahren hängen geblieben sind, oder die Großstadtmusel, oder? Jemand anders raucht doch kein Shisha mehr heutzutage. Loser, dich hier über mich aufregst. Und dass du dich darüber aufregst, dass ich so glücklich bin, das feiere ich gerade. Danke, Schweiner Schinkler. Was haben wir hier? Frankenlied für Nicht-Franken. Alles klar. Ja, im Übrigen, das ist auch sowas. Ich habe neulich wieder was gehört von Rainer, von wegen, wo ihm der Sitz von seinem Audi zusammengebrochen ist, vom Audi 80 damals. Und gesagt, ja, ich weiß nicht, was der Vorbesitzer mit dem Auto gemacht hat. Es ist immer der Vorbesitzer. Leute, verkauft niemals euer Auto. Ne? Fahrt es, bis es schrottreif ist und macht es dann viereckert. Ne? In dem Moment, in dem ihr euer Auto verkauft, werdet ihr automatisch zum Vorbesitzer. Und wir wissen also, was Vorbesitzer für Grattler sind. Ja, das erzählt der Reini, das erzählt aber auch irgendwie der komische Gebrauchtwagenbetrüger, der dir über den Tisch ziehen will. Ja, der Vorbesitzer hat jenes Jahr, ja genau, heute einmal. Ja. Der Sitz von Rainers Audi 80 ist gebrochen, weil der Vorbesitzer irgendwas damit gemacht hat. Nicht, weil der Rainer sich damit 200 Kilo geworfen hat mit Anlauf. Deswegen ist er nicht gebrochen. Ja. Wir wissen alle, wie der gefahren ist. Da wird er über irgendwelche so Speedbumper oder so abgesenkte Bordsteine oder sowas, ist er drüber geheizt wie blöd. Und dann hast du da den 230 Kilo Koloss drin sitzen, der dann jedes Mal sauber einschlägt auf dem Ding, geschweige denn beim Aus- und beim Einsteigen. Er wundert mich nicht, dass das Ding bricht, weil Audi hat halt das Auto gebaut und hat sich gedacht, da sitzt dann irgendwann einmal ein Mensch drauf und kein Elefantenbaby. Fränkisch ist schon blöde Sprache, aber saugeil. Hier. Das ist das Lied, wo ich vorhin gesucht habe. Das ist so geil. Den Steigerwald. Doch es ist so, wenn noch fremd. Aber ich gestern auch so ein scheiß Lied gehabt, ey. Ich bin ein Franke und kein Bayer, du Vogel. Franken gehört zu Bayern, du Depp. Siehst du die Frankenflagge, Mittelfrankenflagge? Hä? Mittelfranke. Jetzt kommen die Hater gleich wieder. Du bist ein Bayer, du bist ein Bayer. Nein, ich bin ein Franke. Man ist wieder triggern wahrscheinlich, die Vögel. Ja. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ja, keine Ahnung, du bist der Bayer. Nein, ich bin der Münchner. Ja, München gehört auch zu Bayern, also halt dein Maul. Blicklufen. Kannst du melden. Gehst auf ihren Namen, dann öffnet sich was, da steht dann, das sind dann 3 Punkte, dann gehst du auf Melden. Fernzustreuen. Das ist ein scheiß blöder Spruch, aber sau lustig. Oh, das ist ein gutes Lied. Passt für morgen oder für heute sogar schon. Es ist schwierig auszuhalten, wie er sich da fühlt. Es ist wirklich schwierig auszuhalten. Und wir wissen ja alle, das war ja so super cringe bei den Indigo-Bärchen-Leaks, wo er versucht hat, da umeinander zu verrenkeln. Und wir wissen ja auch einfach, der hat sich da irgendwelche Sachen einfach aus dem Arsch gezogen. Der hat einfach Sachen erfunden und dann das als fränkisch verkauft. Wild einfach, komplett wild. Na bist du, oder?
Vielen lieben Dank an Marvis. Du bist echt ein verrückter Kerl. Oder ein verrücktes Mädel. Ein Wahnsinniger ist er. Ein Wahnsinniger. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sau cool. Alter, was zur Hölle. Fränkisch ist schon so eine geile Sprache, ey. Und du schreibst. Die Geschenke krieg ich zum Geburtstag für morgen. Die habe ich aber heute schon aufmachen dürfen. Richtig geil, Alter. Richtig geil. Eine Eishimbeere, aber in irgendeiner anderen Dose mit Aufkleber drauf. Weiß ich nicht. Ah, Marius, du bist doch irre. Vielen lieben Dank. Jetzt hau nochmal 5000 Likes raus. Die Person, 5000 Likes. Ich weiß gar nicht, bist du ein Mädel oder Junge? Sau cool auf jeden Fall, Dankeschön. So geil. Englisch ist so geil, Alter. I love it. Die Scheiern. Kann ja heiter werden. Franken ist nicht Bayern. Franken ist höchstens in Bayern, aber Franken ist eigen. Franken ist Franken. Ja, ich hab da meinen Senf schon dazu gegeben, aber die Aussage ist halt einfach, die kannst du auch wieder rausschneiden und so Reiners dümmste Aussagen-Compilation draus machen. Franken ist nicht Bayern. Es liegt höchstens in Bayern. Franken ist Franken, Mensch. Ah. Mensch. Bloß frei doch nicht. Wenn jetzt besser was zu, dann geht man halt daheim, hockt mal, sitzt daheim irgendwo im Biergarten und sauft daheim und kann man sich daheim Herz am saufen. Ich habe gesagt, dass Franken kein Bayern mögen. Ich sagte, Franken ist kein Bayern. Franken ist Franken. Dankeschön für die 200 Likes. Das können nur Franken nachvollziehen. Und vermutlich auch Bayern. Also ich glaube nicht, dass die so schnell kaputt wird. Ich glaube... Meinst du, das kann der Franken und Bayern nachvollziehen, worum es auch immer ging, ne? Das ist irgendwas massiver, denn wir hoffen, dass die nicht so schnell kaputt geht. Die will nur ein wenig länger behalten. Aber ich denke, ich werde die ja nicht groß rauchen in Zukunft. Ich werde die wahrscheinlich irgendwo in die Ecke stellen, dass die schön ausschaut. Ja, so wie alles, was er gekriegt hat, ne? Das jetzt, der hat jetzt an dem Tag, hat er es jetzt gekriegt. Jetzt ist gerade diese Shisha ist das Größte auf der Welt. Das ist das absolut Beste, ja? Super gut. Ab morgen steht es in der Ecke, wird nicht mehr angelangt. Wir erinnern uns, es ist dieselbe Scheiße wie mit seiner Hotdog-Maschine, seiner Zuckerwatte-Maschine, seiner Popcorn-Maschine. Dieses ganze Klump, was er sich alles eingebildet hat, das hat alles irgendwie, einen Tag lang war das der heiße Scheiß und am nächsten Tag war es ihm schon wieder vollkommen wurscht. Ja? Das ist dieses Kurzgedachte. Ja? Aber das zieht sie durch Reiners Existenz wie alles andere auch. Ist einfach nicht von 12 bis mittags denken. Ich glaube, da war sogar schon einen schönen Platz dafür. Oh, ist das geil. Ey, ganz ehrlich, solche Mini-Drohnen. Ne? Ich habe mir auch irgendwann einmal gedacht, Alter, das ist ein nices Spielzeug, hey, sowas hätte ich auch gern. Und dann habe ich mir überlegt, will ich wirklich, keine Ahnung, 20, 30 Euro für so ein Ding ausgeben? Und was könnt ihr mir von den 20, 30 Euro sonst kaufen, wenn ich es nicht dafür ausgebe? Und dann denken wir so, okay, das benutzt du 3-mal in deinem Leben und hast dafür 30 Euro ausgeben. Das ist ein teurer Spaß. Lass bleiben. Lass es einfach bleiben. Braucht kein Mensch. Und das ist halt echt, das ist halt Wegwerfschrott. Das wird einfach zu Unmengen in China produziert. Dann wird da der Markt damit geflutet. Dafür, dass die Leute das dann irgendwie, ja, keine Ahnung, zu Weihnachten kriegen, 5-mal benutzen. Weil, was machst du denn ansonsten mit so einem Ding? Ist auch keine professionelle Drohne, die du nehmen kannst, irgendwie, wenn du tatsächlich professioneller Content Creator bist, um damit irgendwelche Aerial Shots zu machen oder solche Geschichten. Ne? Ist ja vollkommen nutzloser Scheiß einfach. Aber ne, reiner Impuls gestört, das muss her. Mein Hasen schon wieder drucken, ey. Das ist so übel. Was ist hier schon wieder los? Dann brauchst du eins. Was geht denn jetzt, Alter? Was ist denn hier los? Verarsche. Spinnt gerade voll rum hier YouTube. Jetzt geht's. Übrigens, ich muss noch mal was loswerden. Das habe ich mir vorhin so gedacht, als ich unterwegs war. Ich war ja vorhin kurz in Miskirchen, dann in Neustadt. Ein paar Sachen eingekauft, unter anderem meinen Tabak. Und immer so gedacht,
Eigentlich ist das schon scheiße, ne? Wie die Leute mich immer so behandeln und alles. Alter, wongelt er sich gerade mit der Hand in der Hose wieder umeinander? Leute, schaut's am unteren Bildschirmrand. Wie sich der Ranzen bewegt, das kann doch vom Wackeln mit dem Fuß nicht mehr kommen, oder? Und was mich am meisten ankotzt, so, na, die gehen halt her, ne? Und dann so immer andere mit reinziehen, ne? Ich meine, ernsthaft, glaubt ihr wirklich, dass irgendeiner mich aufhalten kann, das zu tun, worauf ich Bock habe? Ne? Das passt jetzt gut zum Lied. Franken sind frei. Weil im Prinzip ist es genauso, ne? Also weder mein Vater, noch meine Mutter, noch meine Schwester, noch mein Bruder, den ich nicht besitze, keiner kann, Dankeschön für die 50 Likes, Dankeschön für die 50 Likes, Dankeschön. Also im Prinzip, ich weiß immer nicht, warum sich die Leute immer so über andere Leute aufregen, die irgendwie mit mir in Kontakt stehen oder mit denen ich Kontakt habe oder die ich vielleicht auch nur mal beim Einkaufen treffe oder so. Weil letzten Endes ist die Frage ja die... Letzten Endes! Jetzt werde ich wieder rätselig. Letzten Endes... Ja, das passiert ja, wenn Leute, die nichts vertrauen, eine halbe Bier getrunken haben, dann labern die Scheiße. Ich sage ja die. Aber gut, Rainer labert so oder so Scheiße, das ist vollkommen wurscht. Keiner kann mich aufhalten, das zu tun, was ich will. Ja, doch. Schon. Offensichtlich. Aktuell, irgendjemand hält dich gerade auf, das zu tun, was du willst. Entweder ist es Uwe oder die Justiz. Einer von diesen beiden Faktoren sorgt gerade jetzt hier 2024, 5 Jahre nach dieser Scheiße, dafür, dass du nicht das tust, was du willst. Denn wenn es nach dir ginge, ich wette, du wärst immer noch irgendwie im Internet unterwegs und würdest um Barne betteln. Voraus. Und im Übrigen, davor hatte ich auch schon YouTube davon abgehalten, das zu tun, was du willst, weil sie einfach immer fleißig weiter gesperrt haben. Jedes Mal, wenn du einen neuen Kanal erstellt hast. Jetzt natürlich, ich mache jetzt hier nicht irgendwelche illegalen Geschichten. Und das ist genau das eigentlich, was ich mache. Ne? Also ich meine, ob ich jetzt irgendwelche Videos auf PH hochlade, ob ich jetzt irgendwelche Videos auf YouTube hochlade, ob ich irgendwelche Streams mache, ob ich irgendwelche Streams auf YouTube oder Juno mache, völlig scheißegal. Ich bin eigenständiger Mensch und ich kann das selbstständig denken. Und entsprechend verhalte ich mich auch. Ne? Ja, aber das sollte nicht der Fall sein. Rainer, du bist meiner Meinung nach auf einem geistigen Niveau, auf dem man nicht voll geschäftsfähig sein darf. Ich kriege jetzt wieder dieselben Kommentare wie immer, das geht aber in Deutschland nicht. Ja, aber dann ist das Gesetz scheiße in Deutschland. Ich weiß, dass das schwierig ist mit unserer Vergangenheit und allem, dass jemandem wirklich die Geschäftsfähigkeit und die Mündigkeit abzuerkennen natürlich eine große Hürde sein muss, damit du nicht willy-nilly irgendwelchen Leuten die Mündigkeit absprechen kannst, um sie dann zu kontrollieren oder um an ihre Kohle zu kommen oder was weiß ich. Aber es muss doch möglich sein, jemanden, der wirklich so jenseits von Gut und Böse ist und offensichtlich nicht in der Lage, wirklich sein Leben zu führen, ohne komplett irgendwie zu havarieren bei jedem zweiten Schritt, dass man sagt, okay, Burt, du schaffst es nicht alleine. Du bist offensichtlich ein wenig behindert und ab heute passt jemand auf dich auf. Und der sagt dir, was du zu tun hast und wie du im Internet stattfinden darfst und der passt darauf auf, dass deine Finanzen geregelt werden. Du kriegst dann auch irgendwie Budgetgeld und kannst dann vielleicht in der Behindertenwerkstatt noch was dazu verdienen und fertig ist. Und wenn du halt irgendwie größeren Ausgaben planst, dann gehst du zu dem hin und fragst ihn, kann ich das haben? Und dann sagt er, nein, Rainer, du kriegst jetzt keine 500 Euro von mir für was weiß ich, was er sich nicht wieder für einen Schmarrn einbildet. Du kriegst jetzt keine 1800 Euro für eine neue Grafikkarte, Rainer. Das braucht es jetzt nicht. Also, das ist auch so eine Sache, da frage ich mich auch schon lange drüber. Eigentlich, ich hatte vorhin im Auto hatte ich so einen richtig guten Satz. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie der ging. Also letzten Endes läuft es darauf hinaus. Ich mache, was ich für richtig halte, was ich möchte, was ich will. Ja. Wem das nicht passt, ob es jetzt ein anderer YouTuber ist, ob es ein anderer Streamer ist. Ich habe ihn jetzt gerade wieder ein bisschen lauter gemacht, weil jetzt ist er wieder leise. Vorher musste ich ihn leiser machen, weil er seine tolle Anlage wieder gebumpert hat. Ich hoffe, dass wahrscheinlich werde ich es noch 5-mal umstellen. Irgendein anderer User ist, keiner ist gezwungen, mein Zeug zu verfolgen, keiner ist gezwungen, mein Leben zu führen. Ja, X-Button, Monolog, Schallplatte, Drachenlord LP, Timeline präsentiert. Oder was weiß ich, die besten Hits. Mein Leben zu teilen, mit meinem Leben irgendwas zu tun.
Ja. Prinzipiell würde ich dazu einfach sagen, ich bin frei. Ich tue, was ich will und solange ich nichts Illegales tue oder sonst was, kann mir auch eigentlich keiner was am Sack. Ja, das Problem ist, dass du sehr viele illegale Dinge getan hast, weil du mehrfach vorbestraft bist, aber leider Gottes immer noch nicht im Knast gelandet bist dafür. Nun, was Also auch wenn du illegale Dinge tust, kann man dir ja anscheinend nichts. Gedanke zum Tag. Zum Beispiel das hier, Übergewichtslord. Und Fett Fettleute. Und weiter? Jeder, der Augen im Kopf hat, weiß, dass ich fett bin. Das wollte ich übrigens vorhin schon sagen, als wir uns das Lied von Ding angehört haben. Also das Lied von Hans Entertainment angehört haben. Ja, müssen wir so drüber nachdenken. Hans Entertainment, der war's. Ja? Der andere fette Kasperl. Ne? Die Fetten sind voll im Kommen. Hans Entertainment, Excel 95, Drache, also ich. Gibt bestimmt noch viele weitere Beispiele. Ne? Also letzten Endes Letzten Endes sind aber weder Hans Entertainment noch Excel 95 so gehatet worden wie du. Und die haben es beide irgendwann gecheckt. Die haben es beide irgendwann gecheckt, dass das die Leute, die sie da in Anführungsstrichen feiern, nicht ihre Fans oder ihre Freunde sind, sondern dass sie die einfach nur scheitern und versagen sehen wollen. sollten die Leute mal drüber nachdenken, warum die Fetten so erfolgreich sind. Tanzverbot. Ja, ist auch nicht so schlank. Sollte man drüber nachdenken, warum? Das war ja. Alter, ich hasse das einfach. Er macht währenddessen, während er da seinen Monolog hält, macht er dann Play, dann macht er Pause, macht er Play. Richtig geil. Mich fragen immer alle, du sprichst doch kein Fränkisch. Du sprichst doch Hochdeutsch. Ja, schon. Ja. Achtung, Cringe-Alarm. Jetzt fängt er gleich wieder zum Fränkeln an. Normalerweise. Aber ich kann Fränkisch halt, ne? Ich bin in Franken aufgewachsen. Bin ein Mittelfranke. Volle Knöcke. Was wir auch schon gesagt, gibt es bei euch noch mehr so blöde, und das mit so einem Hut auf dem Gesicht. Da habe ich gesagt, nein, ich bin der Letzte, die anderen sind alle zur Polizei. Oh, der war böse. Der war verflucht böse. Alter, Scheiße. Achso, das hört auf hier, okay. LOL? Ach, okay, das war schon letzte. LOL, das war bis ein Gelaber, LOL. LOL. So, na schauen, was hauen wir draus? Oh, ich weiß. Mal schauen, ob ich es finde. Nope, das ist was anderes. Alter. Ich würde ihm gern. Keine Ahnung. Gerade im Moment, wenn einer kommen würde, du, ich habe Zeitmaschine erfunden, was willst du machen? Ich würde gern zum 1.8.2019 zurückgehen, hier in die Schanze rein und ihm einfach eine aufstreichen. Das war jedenfalls nicht, was ich wollte. Notfalls muss ich meine CD raussuchen vom Ballermann. Oh Gott, warte mal, das ist von Mörchen gewesen, der Song. Vorher hat er über diese Mucke noch abgerantet und so getan, wie wenn er der große Musikproduzent wäre. Und jetzt, ich habe ja so eine Best of Ballermann CD. Die hat er sich gekauft, aber ist alles unter seinem Niveau, wissen wir Bescheid. Gibt's die überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich gebe Mörchen an und komme auf Julian Bam Videos. Willst du mich verarschen? Wieso komme ich bei Mörchen auf Julian Bam Videos? Schon wieder Julian Bam, willst du mich verarschen? Ja, unter Umständen muss ich mal doch gucken. Jetzt wieder pullern. Nur mal, weil ich es lustig finde. Er hat wieder ein paar Wassertabletten genommen, gegen das Wasser in die Haxen. Gerade Julian Bam. Das wird bestimmt wieder geil. Oh je. Hat er einen Ballermann-Song gemacht? Ich meine, gut, ich weiß, dass das viele coole Videos macht und Musik auch und alles. Ich komme immer noch auf Julian Bam, wenn ich Mörchen eingib. Wieso? Ich hab doch Rainer, wenn du 20 Mal denselben Suchbegriff eingibst, dann kriegst du 20 Mal dasselbe Suchergebnis. Das ist vollkommen normal. Wenn du immer dasselbe eingibst, dann wirst du immer dasselbe Ergebnis kriegen. doch nur. Nee, das ist ein Ö, kein A, kein Ä. Ich könnte natürlich jetzt die CD raussuchen, aber das wäre viel zu leicht. Ist egal. Mach mal einfach. Was macht man denn? Jetzt lass ich den mal laufen. Ich schau mal eben, ob ich die CD finde. Und da wuchtet er sich wieder weg. Oh Gott. Ich habe gerade wieder mal festgestellt, ich habe viel zu viele CDs. Gefunden habe ich meine Kuschelrock-CD, von der ich gar nicht gewusst habe, dass ich die oben hatte. Ja, tolle Wurst, Rainer. Kuschelrock, das ist richtig harter Metal.
Aber viel zu viele CDs, wir wissen auch alle, wie das ausgeschaut hat. Wir waren ja bei diversen Roomtours dabei. Der ist ja mit dem Zeug auch so umgegangen wie mit all seinen anderen Besitztümern. Die CDs, die sind ja lose auf dem Boden geflackt einfach. Ich dachte eigentlich, die ist unten, aber die CD, die Aber ist ja auch wurscht, er hat es ja selber nicht bezahlen müssen. Also er hat praktisch dafür, sich die zu kaufen, die CD, dafür hat er nicht arbeiten müssen. Deswegen ist es nichts wert, deswegen liegt es dann am Boden umeinander. Ne? eigentlich suchen wollte, habe ich nicht Ich habe eine relativ große CD-Sammlung, die sind alle im Regal. Ein paar davon habe ich im Auto, aber der Rest davon ist im Regal. gefunden. Typisch. Was Und ich kann es dir sagen, ich hab von meiner kompletten CD-Sammlung, jede CD, die ich mir in meinem Leben gekauft habe, und das sind nicht wenig, die hier im Regal stehen, jede ist noch einwandfrei abspielbar. Da hat keinen Kratzer oder sonst irgendwas. Und die sind stellenweise viel benutzt worden. Ich habe früher als Teenager immer in meiner Jeansjacke, in der einen Innentasche habe ich einen Discman gehabt und in der anderen waren immer 3, 4 CDs. Die sind sehr viel benutzt worden und die sehen alle top aus und keine von denen hat irgendwo einen Kratzer oder einen Sprung oder sonst irgendwas. Ne, weil ich da von meinem eigenen Geld die Scheiße bezahlt habe und sie dementsprechend weiß, was sie wert sind, ne? Und pfleglich behandle. spielen wir denn jetzt noch? Irgendein Lied würde ich noch spielen, dann würde ich eventuell offline gehen. Oh, das ist das perfekte Lied dafür eigentlich. Das ist zwar kein Party-Hit, aber das geht ja auch. Ich habe auf die Uhr geschaut, habe festgestellt, es ist schon fast wieder 4 und ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen heute. Ich habe viele CDs, das Problem, ich habe eine CD, die ist hier unten, ich habe eine CD, die ist oben. Und Also ich habe CDs, die sind hier unten, ich habe CDs, die sind oben, ich habe CDs, die sind im Schlafzimmer, ich habe CDs, die sind im Auto und ich habe CDs, die sind auf dem Boden. im Keller. Das ist voll übel, die sind überall verteilt im Haus. Ja, wie bei einem Messi sind die überall verteilt im Haus. Ist aber auch krass, wie weit sich mein ganzes Zeug über das ganze Haus verteilt hat irgendwann. Ich denke, ich stream heute nochmal, ich weiß aber nicht wann und ob. Passt schon, Leute, nur kein Stress. Genau, und das ist jetzt für mich auch. Alexa, schalt das Studio aus. Alexa, schalt Nebel aus. So Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Wann, wie und wo, weiß ich nicht. Es kommen nur auf jeden Fall noch 2 Let's Plays auf dem Gaming-Kanal. Ja, und dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao Leute. Danke für eure Unterstützung übrigens. An Leewood, an Marvis und natürlich auch an alle anderen. Ihr habt heute richtig rausgehauen, ihr seid richtig die geilsten Leute, ganz ehrlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in den nächsten Wochen wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache, haut rein. Ciao, ciao. 20 Mal Verabschiedung machen, haben wir auch wieder am Schirm. Leute, wie gesagt, ihr seht es jetzt nicht, glaube ich, aber es gibt davon einen zweiten Teil. Also er hat an diesem 1.8.2019 noch ein zweites Mal gestreamt und das geben wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bin erst einmal froh, dass ich das jetzt überstanden habe, ohne dass ich einen Herzkasperl gekriegt habe. Und in diesem Sinne bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer tut nicht, was Rainer tut und Medal off.